Hello YouTube. Wir sind 7 Tage oder auch eine Woche out. Peak Week fängt morgen an. Grüße auf die Peak Week. Aber zuerst zu der vergangenen Woche. Ich war wieder schöne 3 Tage in UK wegen der Arbeit in London. Es waren anstrengende Tage, muss ich euch sagen. Nicht, dass bei jeder Kaffeepause, die es genügend gegeben hat, richtig leckere Kekse gab und Kuchen und et cetera, wo ich einfach nur zuschauen konnte, sondern ich merke einfach halt, wenn ich den ganzen Tag in der Schulung sitze, dass ich richtig schnell müde werde und viel öfter an Essen denke, als wenn ich halt unterwegs bin, wie beim normalen Arbeitsalltag. Da vergesse ich eher das Essen, aber wenn du halt den ganzen Tag da sitzt und nur zuhören musst und dann alles noch auf Englisch ist und dann noch schottischer Akzent drin ist, dann ist es schon ein bisschen anstrengend und auch das Reisen, war ein bisschen anstrengend, weil natürlich meine Arbeitskollegen schon, ja, gewisse Routine drin haben, also wo man essen geht et cetera, wann. Und dann, ja, Lust ist auch einmal so ein Frühstückbuffet zu essen oder auch am Flughafen Frühstück zu essen. Aber ich war natürlich prepared, alles gepreppt, alles dabei gehabt, damit nix schiefgeht. Training konnte ich auch dort gut, machen, weil es da gerade 'n Gym um die Ecke hatte. Das war auch super. Yes. Aber dennoch ist das Gewicht wieder gedroppt. Man sieht's auch an meinem Gesicht. Es wird langsam Totenschädel ähnlich. Ja, ja, es läuft eigentlich alles gut. Bisschen flach, aber das ist normal, One Week out. Yes, dann gehen wir mal zum Video, wo die meisten interessieren. Ich sehe nämlich immer, wo ihr dann ein Video ausschaltet. Nach wenn ich mich gezeigt habe, schalten die meisten das YouTube-Video aus ab. Lasst es einfach laufen. Besser für meine Bewertung auf YouTube. Ja, das war das Update. Also man sieht deutlich von vorne, ist noch ein bisschen tinier geworden, als es schon vorher war. Also hier ist noch mal deutlich was weggegangen. Pose sitzt auch gut. Mein Coach ist komplett zufrieden, so wie ich die Pose mache. Hier auf der Seite ist auch mehr Fett weg. Hier sieht man schön den Strich komplett durch. Und das hier ist noch ein bisschen Fett, aber auch ein bisschen Wasser. Das wird dann noch besser zum Wettkampf. Schultern und Arme sind eigentlich immer noch stabil, würde ich mal sagen, obwohl wir eigentlich flach sind. Und dann Rücken, auch schon besser geworden. Ja, also Separierung kommt jetzt langsam deutlich mehr durch. Hier unten die Cuts kommen auch mehr durch hier. Da wird auch sicher noch einiges gehen, wenn wir, ja, das Wasser raus haben. Plus wird es hier wieder ein bisschen voller, weil es jetzt recht deutlich flach ist. Wird auch noch ein bisschen besser werden. Yes. Das zu meiner Form. Was heißt das jetzt für die kommende Woche bis Sonntag, bis zum Wettkampf? Erstens, Äh, bis somit Mittwoch, normal Kaloriendefizit. Donnerstag und Freitag gibt's Kohlenhydrate. Ähm, glaube, ja, um die 1 K Carbs pro Tag. Und dann Samstag schauen wir mal, was, wir noch machen können. Ähm, ob wir noch mehr reinbuttern müssen oder ob es jetzt gerade so passt, und nur noch Wasser ein bisschen rausdrücken müssen. Ja, da
schauen wir dann, nehmen das entwässern halt ganz normal, am Anfang sehr viel trinken, Anfangswoche, und dann wird das dezimiert bis zum Wettkampf. Und dann Sonntag ist Wettkampf. Meine Klasse ist die zweite Klasse, die dran ist. Das ist schon mal gut. Da kann ich nämlich früher gehen. Ähm, Weil für mich ist immer der Weg zum Wettkampf für mich persönlich halt deutlich interessanter. Und ich bin auch deutlich mehr gehypt für andere Athleten, wenn die auf die Bühne gehen, als eigentlich für mich. Also ich freue mich mega für Tim. Also der hat ein brutales Package. Wirklich brutal sieht er aus. Also wenn der die Profikarte nicht holt, dann weiß ich es auch nicht. Dann Fabu, auch brutal. Rücken müssen wir nicht drüber reden. Der hat einen Profi-Rücken. Hoffe auch, dass der die Profikarte holt dieses Jahr. Andere Athleten habe ich auch schon gesehen, aber die kenne ich leider zu schlecht, dass ich mir mit meinem Kaloriendefizit-Gehirn die Namen merken kann. Yes. Und hoffe dann auch, dass Sonntagabend ich was essen darf, was ich möchte. Ich würde gerne mit meiner Freundin was essen gehen und mit Kollegen. Einfach mal wieder in einem Restaurant sitzen, was Geiles essen. Muss nichts, keine Ahnung, Dirtyes sein, aber einfach mal so ein richtig geiles Steak mit Bratkartoffeln und Salat oder sowas. Das wäre richtig geil. Yes, und dann geht's 3 Wochen weiter bis zum nächsten Wettkampf. Also haben wir noch mal 3 Wochen Zeit, um diese Form zu toppen, verbessern, bis dann wirklich um Pro-Qualifier gibt, wo es dann Profikarten gibt. Ich kann mich 0,0 einschätzen, auch jetzt für Schweizer Wettkampf, wo ich stehe. Klar, man könnte sagen, so, ja, bis jetzt immer in der Schweiz gewonnen etc. Außer Overall-Sieg, wo mir Momo letztes Mal weggenommen hat. Ähm, aber ich muss zuerst mal auf der Bühne stehen neben den anderen und schauen, okay, wie sehe ich wirklich aus gegenüber den anderen? Was wollen die Juroren auch sehen in der Men's Physik-Klasse? Wie sehe ich auch aus, wenn ich halt eben voll mit Carbs bin? Und dann, ja, erster Wettkampf ist so ein bisschen so Wuschel. Aber sobald der hinterher ist und ich weiß, okay, wo ich etwas stehe, sind mir eigentlich alle anderen Wettkämpfe easy peasy im Kopf, weil international in anderen Ländern kommen eh nur sehr gute Athleten. Und da will ich eigentlich nur meine Bestform erreichen und alles andere ist Nebensache. Yes. So, mit diesen Wörtern zum Sonntag wünsche ich euch einen sehr guten Start in die nächste Woche. Und wir hören uns am nächsten Sonntag. Da mache ich auch ein kurzes Video da mit Feedback zum ersten Wettkampf und wie es dann weitergeht. Also, ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Nicht vergessen, abonnieren, liken, teilen, Glocke aktivieren, alles Mögliche machen, was man so auf YouTube machen kann. Ich danke euch.